Und willkommen zurück, Freunde, hier zu Legend of Zelda Breath of the Wild im zweiten DLC. Bin noch mit dem Zerstörer unterwegs, der, ja, also ehrlich gesagt, zerstört der mich eher als ich andere zerstöre. Aber naja, ist irgendwie so Sinn des Spiels oder das Sinn der Waffe. Naja. Wäre jetzt glücklicher, wenn das anders gelöst hätte. Aber was soll's. Man kann nicht alles haben, ist ja eh so. Ja, aber das ist jetzt aber nicht euer Ernst, Leute. Ach du Scheiße. Hä? Die sehen mich ernsthaft? Ja, toll. Ich meine, wieso sieht der mich da drüben? Aber ich hätte irgendwie Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass man auf so eine Entfernung, vor allem ich bin ja gebückt. Ich war nicht im Stehen, ich war gebückt. Wenn er mich trotzdem gesehen hat. Aber hey, so kann man ein paar doch beginnen. Gar kein Thema. Null Problemo. Easy peasy. Tja, Link, auf ein neues. Die große Preisfrage bleibt, das machen am besten die Typen. Der sieht mich ja nicht da hinten. Der kann mir nicht erzählen, dass er mich sieht. Ein Träum vielleicht, ja. Das war irgendwie sehr knapp. Ja, ist klar. Ist einfach sowas von klar. Aber ich gerade fragen, man sieht natürlich jetzt im Dunkeln ein bisschen weniger, muss man mal ganz kurz darauf achten. Ist das jetzt der Moblin oder der Goblin, wie auch immer, ne, der Moklin? Bocklin. War gerade ein Bocklin. Der da auf dem Pferd drauf saß. Oder was auch immer das für ein Teil war. War das ein schwarzer oder war das ein roter oder blauer oder wie auch immer? Ich meine, wenn es nur ein schwarzes ist, kann man die Pfeile sparen, ne, ist klar. Außerdem die antiken Pfeile würde ich eigentlich nicht hier verschwenden wollen, aber ich glaube, es läuft fast darauf hinaus. Kannst du anders machen und direkt alle anlocken. So. Hätte ich dir schon mal aus dem Weg geräumt, da kannst du nicht viel sagen. So läuft's relativ gut. Ich glaube, man sollte vielleicht in der Hinsicht überlegen, gerade gab es im ersten DLC, oder was optional war, irgendwie beides, gibt es ja so eine Rüstung, mit der man sich quasi wie vor dem Gegner verstecken kann. Ach ne, genau, Majora's Mask oder so, die gab es im ersten DLC. Stimmt. Und wenn du halt die hast, bist du dann für Monster unsichtbar, für Gegner, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie angreifst, dann nicht mehr. Aber das wäre natürlich hier perfekt. Also ich glaube, mit Majora's Maske hätte es natürlich einen grandiosen Vorteil. Ja, so viele sind es gar nicht mehr, wa? Ja, kommst du hoch? Kommst du hoch? Ne, kommt er nicht.
Nein! Was war... Um die Ecke herum kann der Feuer schießen. Was war denn das? Also im Rennen muss er kurz die Waffe wegstecken. Oh, ist das bescheuert. Gut, jetzt reicht's. Hey, jetzt kotzt mich an. Jetzt macht alles mit den antiken Pfeilen. Komm. Die sind genauso effektiv, machen auch alle Monster weg platt und... Nee, das ist mir zu doof. Also ich würde im Prinzip jeden... Sind doch wieder alle da, oder was? Nö, ein paar sind weg. Ah, noch ein Pferd war's. Aber gut, man kommt... Ja, das Spiel kommt natürlich einem jetzt so wieder ein bisschen entgegen. Okay, ich sag nichts mehr. DLC ist schon so weit gut gemacht, noch ein bisschen Herausforderung und so weiter. Ist alles kein Problem. Ich sag nichts mehr. Alles cool. Aber trotzdem würde ich behaupten, wenn man da halt Majoras Maske hätte, wäre es einfacher. Behaupte ich jetzt einfach mal. Link bleibt unten. Wo ist der andere hin? Nein! Das ist wohl... Ah, das ist doch... Kommt einer noch entgegen mit diesem scheiß Flammenwerfer. Ich glaube, ich bin einfach zu panisch und soll der Situation mit dem Schild ablocken, weil ich habe einen normalen Stahlschild, da kommt er auch nicht durch. Und dann kann ich im Prinzip nah an ihn rangehen, oder? Kurz mal bis aufhören mit dem Flammenwerfer, weil ich hatte das schon mal. Wenn du auch vor ihm mit dem Schild, mit dem Schild rumwackelst, spielt keine Rolle. Der macht dir trotzdem platt. Also sprich mit dem Schild und dann denkst du dir, jo, komm, zieh mal schnell das Schwert. Das bringt nicht viel. Gut, der sagt nichts mehr. Aber ihn erwischt? So sieht so aus. Ja, du riechst mich, wa? Du riechst mich. Wer wohl in der Luft bleibt. Nein, ich hab einen übersehen. Bleibt trotzdem spannend, obwohl es gar nicht so gedacht ist. Ja, man sieht aber hier, die Schreine sehen auch ein bisschen anders aus. Finde ich cool. Warte mal ganz kurz. Wo sind die positioniert? Ich meine, die sehen so aus, als würden sie irgendwie ein Zeichen nachher bilden. Mit ihren 5... Warte mal, ist der ganze Plateau hier der Schrein? Weil, also der Titan, weil das sieht fast so nach aus. Hier sind ja doch nur 4. Was hat drin noch markiert? War hier noch ein Schrein? Könnte sein, war. Könnte Schrein sein, dass da ein Schrein war. Oh nee, das ist direkt auf dem Hylia-Berg oben. Uff.
Okay, spielt keine Rolle. Wir haben es weit geschafft, natürlich mit Verlusten vor allem vom Pfeilen. Ja. Und genau deswegen finde ich das so scheiße, dass man die Waffe nicht wegstecken kann. Du kannst überall mal kurz irgendwo reinlatschen und dich aufpieksen und so weiter, was du zuerst gar nicht siehst. Oder eben da mit der Fledermaus Angriff, der da von oben kommt, du kannst gar nicht alle abwehren, geht gar nicht. Musst du dann quasi einen verstecken und dann mit einem Bombenpfeil abschießen, triffst dich vielleicht noch selber, etc. etc. So. Ist nicht ein. Nö, ist keiner, okay. Das ist schon wieder so ein Koloss. Ah, du meine Fresse. Aber ja, zurück zum Thema. Die Schreineingänge, die erinnern mich irgendwie ein bisschen an die Podeste, die wir in den Titanen hatten. Also den bisherigen, wohlgemerkt. So. Das ist Nummer 2, die da gespeichert. Wenn wir am Thema Speichern sind. Wie sagen wir, nicht das speichern würde? Ne, warte mal ganz kurz, nicht speichern, sondern laden. Genau. Weil ist ja sowieso seltsam mit dem Autospeichern und so weiter. Irgendwie einen normalen Save lässt er immer übrig. Also den letzten. Wenn ich jetzt speichern würde, wäre der da unten weg. So einen Haufen Autosaves und so. Aber quasi mehrere manuelle Saves kannst du nicht haben im gleichen Account. Das finde ich ein bisschen schade. Gerne ein bisschen anders gelöst gehabt. Oh, da gibt es hier oben noch Schönes. Hallo, Link? Geht da hoch? 7 noch Nacht, da gibt's ja nichts. Holzpfeil, dankeschön. Holzpfeil, der Holzauge ist ja wachsam. Gut, ist morgens um 2 gerade. Da ist mir doch irgendwie die Zeit verstreicht langsamer als sonst. Oh, wie komme ich jetzt da am schnellsten? Das ist eine gute Frage. Ach du meine Güte, Freunde, meine Güte. Der zweite Teil des Zerstörers. Wenn man so eine Folge hergucken will. Eigentlich sind es eben die Ballade Recken, aber momentan von Ballade Recken habe ich noch nicht viel. Ganz ehrlich, momentan sind es echt nur Zerstörer. Und das war's. Zerstörer wäre zerstört, da ist die Botschaft momentan. So, ich habe hier relativ viel Ausdauer und hier gibt es auch immer wieder so kleine Vorsprünge, wo ich mich dran halten kann. Nee, aber... Oh, scheiße. Also interessante Frage, stehe ich trotzdem, wo ich jetzt einen Zerstörer anhabe? Könnte was sein, wa? An den Wetterbedingungen wäre auch noch was, ey. So. No Frozen. So, die Eisfledermäuse kann mir echt noch egal sein. Muss erstmal da zum Monsterlager hin. Oh, die können es mir egal sein, aber ihr nicht, so wie es aussieht. Nope. Ah, toll. Das Empfangskomitee. So, bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, volles Krauch rauf, wa? Was soll schon passieren? Ne, das war jetzt scheiße. Oh mein Gott. Was? Ja, durch die Holzbarrikade durchschießen die Sacksäcke. Ja, so sehe ich aus. Also mich mit einem Holzspeer oder einer Holzbarrikade hindurch wegboxieren könnt. Alter, das sieht man da gar nicht.
Boah, ich will denjenigen erleben, der das Ganze, alle 4 Posten, ohne ein einziges Game Over mit dem Zerstörer macht. Den will ich sehen. So, wann tut er schon mal scheiße, ist der Eiszauber da oben. Und der Pyromagier. Ja! Ja, komm schon. Was zum? Wir haben voll getroffen! Nein, fuck! Boah, Banane Fischtee. Stimmt doch endlich mal, du scheiß Pyromagier! Eismagier. Wenn er dahin schießen will, kein Problem. Boah, wieso treffe ich die nicht? Ja, ist der Eisenmagier schon weg? Der kommt sich gleich hinter mir. Ja! Ey! Was ist jetzt los? Das sind vielleicht 2 Meter! Ey, man kann sich da mit dem Fallschirm auch übertreiben, ganz ehrlich. Boah! Und so weiter, ich mache das alles offscreen, ganz seltene Vorbereitungen. Das kann doch wohl nicht sein, der scheiß Fallschaden. Aus der Höhe. Ich habe sogar nach der Waffe gegriffen, weil ich wusste, okay, Fallschaden. Ja, ist klar. So, die Strategie selbst war ja jetzt nicht so übel von hier oben. So, wo sind die Eisdinger da? Das war der erste. Eispyromagier war schon mal weg. Bomben habe ich echt genug und wenn ich die jetzt einsetzen, wann dann, war?
Ja, Moment, hab's gesehen. Wow. Na! Wieso drückt der so schnell ab? Warum? Ja, am besten sogar mal die anderen Stiefel an, wa? Weil mit dem bin ich im Eis ein bisschen langsamer oder im Schnee. So. Ich glaube sowieso, letzter Versuch sein vorher nach ein paar Mal vorbei. Ja, tut mir leid mit den ganzen Fails, aber wie gesagt, ist da halt Aufnahmephasen so. Kann ich groß anders machen, wegen Schneiden und so weiter, aber ich keine Zeit dazu. Leider. Jetzt habe ich jetzt die Schneeschuhe, ich habe die irgendwo, ich weiß das. Hier. Also der Schnee, der wäre auch leiser. Moment mal, wo ist denn? Ich habe doch irgendwo einen. Ja, komm, ich jetzt wann dann. Ich nutze es sonst ja sowieso nie. Jetzt dürfte mich gar nicht mehr bemerken. So, komm. Das da vorne war ja eigentlich auch relativ simpel. Machen so viel Schaden, war mir klar. Wer fehlt denn noch? Ich sag nichts mehr dazu, ganz ehrlich. Es ist bescheuert. Woher soll ich jetzt sehen, dass ich nah genug dran bin, damit ich mich einfrieren kann? Weil ganz ehrlich, in 99 von 100 Fällen wäre ich nicht nah genug gewesen. Weil genau in dem Moment, wo ich da hätte zuschlagen wollen, weiß ich, kann ich mir damit ein Schleichdingern sparen, weil, ja, man hat gesehen, wie ich es gemacht habe. Oder machen wollte. Gut, nee, komm, ich mach das alles im Fallen, ist mir scheißegal. Es dauert und dauert mir einfach zu lange. Dabei wisst ihr, ich denke, DLC wäre so geil, hätte auch so viel Potenzial. Oder, ich rate mal, es ist wirklich so geil. Aber so, vergeht mir im Prinzip keinen Spaß. Ich kann das auch nur so bescheuert machen in die Anfangsphase, ein Zerstörer. Also quasi nicht irgendwie als optionale Waffe, nee, der ist vorausgesetzt, musst du so machen. Mhm. Nein! Boah, wo kam der jetzt her? Da auch wieder, 9 von 10 Fällen kam der nie, jetzt plötzlich, ja. Wo willst du jetzt hin? Die werden nicht abgehauen, vergiss es.
Eigentlich dürfte jetzt... Ja, wer gehört jetzt hier als Monslager dazu, wa? Ja, wenn ich Glück habe, sitzt noch der da unten und nicht irgendwie... Ah! Ich hab gesehen. Du bist der letzte Kumpel. Oh. Okay, war ich der Letzte. Ich weiß gar nicht, ob die Eisdinge da auch vonnöten gewesen wären. Da haben wir von oben gar nicht gesehen, den Typ. Gut, Freunde. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden ganz kurz ein Ding aktivieren und dann letzten machen wir hoffentlich dann nächste Folge. Wissen ja im Prinzip, worum es geht da und dann kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Das spielt dann nicht so eine Rolle. Aber ich schätze mal, die Eisdinger gehören nicht dazu. Das ist gerade ziemlich unhöflich. So. Dann wäre das wohl Schrein Nummer 3. Hm. Also im Plateau sind jetzt schon relativ viele Schreine, oder? Ja gut, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part also hier, Blade Recken nochmal hin bei dem und dann, ja, gucken, ob es irgendwie besser läuft. Ich hoffe eigentlich schon. Naja, wir werden sehen. Bis dahin, tschüss!